Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Ja, jetzt sollten wir mal zum Lord Kumari reingehen. Moment, ist das überhaupt richtig hier? Larsa kann ab und zu etwas verwirrend sein, aber ich glaube, hier sind wir schon richtig. Ja, so müssen wir hier. Weil mit dem müssen wir auf jeden Fall noch retten. Hallo. Ah, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen. Er hat den Schattenstern offenbart und hat Zwietracht geschaffen. Das Chaos hat Menschen hinterlassen, die den Tod überlebt haben. Aber in Larsa gibt's ein altes Tag. Man muss die Mondstätte zum Grab bringen, ums Kind zu rufen. Mario ist weit gereist, um festzustellen, ob die sagt, wo er ist. Aber noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring vom Schicksal ist zerbrochen. Und jetzt hast du die Gabe, Schicksale zu bestimmen. Such nach dem Mondstern und bring sie zum Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring vom Schicksal wieder zu schließen. Okay, das sagt er wieder und wieder. Und jetzt wisst ihr, wofür die Mondsteine gut sind. Einer haben wir ja schon erhalten hier. Bringt man an das Grab des Helden, ja, ums Kind zu rufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Beziehungsweise ihr seid bestimmt gespannt, weil ich weiß ja, was Sache ist. Sache ist aber, wir haben auch schon mit der Mailin in der letzten Episode geredet, warum ich sehr, sehr froh bin. Und jetzt müssen wir die Mondstäbe finden. Aber, bevor wir das machen, ihr kennt mich, ich bin ja immer für optionale Krusch zu haben, geht's erst einmal woanders hier. In Larsa können wir sowieso nicht so viel Land gewinnen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder den Weg rumkruscheln Richtung Zivilisation, ab von Larsa. Ich meine, Larsa ist ja schon sehr geil. Entwickelt sich halt auch nicht und ist auch schön weit weg von der zivilisierten Welt, in Anführungszeichen, sodass die auch wirklich ohne Entwicklung gut auskommen in Larsa. Dafür haben die sehr viele Prophezeiungen und Zeug parat. Aber wir müssen trotz allem woanders gehen. In Larsa findet man nämlich leider kein Mondstern. Ja, wo sind jetzt die Schädel? Da sind sie doch. Von der Schädel nach Norden und da ist der große Schädel, ne? Komm her, du Riese Dez. Komm schon her. Ich spring hier durch die Wüste wie ein Irrer. Der will alles nicht kommen, der Schädel, der mobbt uns. Na gut. Rauskommen wir trotzdem. Der Weg war ja richtig. Habe ich schon beim letzten Mal bemerkt, dass es etwas merkwürdig war, dass der Riesenschädel nämlich da war. Naja, wie dem auch sei. Ich mag jetzt nämlich zuerst mal woanders gehen. Ich habe ja schon angekündigt, dass Seeheim sich erst in die 1,5er Stadium, ins 1,5er Stadium entwickelt, nach Berugas Labor. Und das sind wir jetzt abgeschlossen. Ich bin hier mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, es hat sich in Anführungszeichen weiterentwickelt. Nochmal schnell die Musik genießen. Bevor es jetzt zu was Ekligem kommt. Ihr seht, wo Seeheim war, ist jetzt Ödland. Und ihr hört es auch an der Musik. Seeheim ist abgebrennt. Der Imbiss vom Jürgen hat Feuer gefangen, der Wind. Da hat die Flamme lodern lassen. Auf die Weise ist die Gesamtstadt abgebrennt. Oh, Scheiße. Und du? Mein Ernd. Oh, Scheiße. Und du armer Kerl, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ich bleib. Oh, Jesus. Du reichst umher, richtig, du ziehst durch die Städte rum, tust mir einen Gefallen, Kerl. Ja klar, worum geht's dann? Großartig. Wie siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand her. Leider sind wir nicht so wohlhabend und reiche Bauern, deswegen mein Bitt. Hier sind 9 Brief, gib sie bitte weiter. In deinen Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau von der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut von der Leid. Held 9 Seeheimbriefe. Mit denen können wir jetzt Bettler gehen und die Stadt neu aufbauen. Auf gut Deutsch. Ja. Die Briefe sind Seems letzte Hoffnung, ich zähle auf dich, Kerl. Ja, du kannst auch auf mich zählen, absolut kein Thema. Wegen dem Brand sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Seem wird bald zur Geisterstadt, wenn ich's unternommen werd. Und du bist verantwortlich, Kerl. Schut.
und Arsch her. Und das nur, weil ich ein nice Rezept ausprobiert habe. Feuergulasch. Das war wohl nicht so die cleverste Idee, mein Lieber. Okay, das sagt nur selber. Tja, Jürgen, das geht auf dein Cup. Was ist denn das unglaublich? Hollerö her! Oh, blöd, Mann. Der hat's anscheinend noch nicht kapiert. Und du alter Seebär. Vergangenheit ist unwichtig, wächst. Was zählt, ist Zukunft. Ja, ich glaube, du bist pragmatischer als die anderen Leute zusammen. Und jetzt wählen wir das Ding mal an, weil der erste Abnehmer finden wir gleich hier. Tralalala, hier ist nichts abgebrennt, die Bams sind hier nur zur Hälfte da. Also das ist auch ein bisschen assi irgendwie, weißt du, da kommst du aus dem Gebiet raus, alles ist Schutt und Arsch, oh Gott, meine ganze Existenz ist kaputt. Und dann gehst du hier, alles wunderbar. Der Ackermanns Heinz hat auch überlebt. Ah, was ist denn das für ein Brief her? Die Brief von den Leuten aus Seem? Natürlich helf ich. Wenn immer es geht, werde ich helfen. In Allee schwach, aber gemeinsam sind wir stark. Ich werde meine Freunde und die Leute aus Moronja holen. So. Also Anna haben wir auf jeden Fall schon mal. Der Will, der alte Seemer, der hilft natürlich. Die nächste Abnehmer finden wir auch gleich hier. Dann müssen wir dann dort hin Waschler. Und, Gott, ich sag das viel zu oft, Waschler habe ich schon in Uncharted festgestellt. Sollte ich mal dort hingehen. Da gibt es nämlich so 2 Kasper, die auf jeden Fall nur helfen werden. Das bist du. Was denn das für eine Nachricht aus Seeheim? Ich hörte davon, ich mache mir Sorgen um Amanda. Lass mich helfen, meine Ex-Freundin wohnt dort. Das betrifft auch mich. Okay. Obwohl die neue Hansel hat, also Respekt, Kerl, dass du trotzdem durchhilfst. Nicht schlecht, hätte ich nicht von dir erwartet. Und dann haben wir den nächsten da, der Professor John Frink mit seiner Elektrizität. Der könnte auch helfen. Oder? Was ist das für ein Brief aus Seeheim? Ich habe Gerüchte gehört. Soll ich gebraucht werden? Werde ich da sein? Sam und Liberita liegen nicht weit voneinander entfernt. Super Sach. Also auch unseren John Frink hier hat geholfen. Der hat einen Brief genommen. Ja, die 2 sind definitiv wohlhabend. Also von denen konnten wir jetzt definitiv 2 Leute gewinnen in Liberita. Das sind die reichste und die einflussreichste Leute hier. Und weiter geht's. So. Freiheitslied. Weiter geht's auf jeden Fall wieder zurück nach Europa. Da haben wir nämlich auch ein paar Abnehmer. Ja, ich will nicht gegen die Riffe steuern. Ich bin doch Ark, der König der Piraten. Nee, Moment, das war falscher Manga. Da gibt's hier auf jeden Fall noch Leute, die auch Helfer kennen. Dass man diese Rain of Fire, diese Schutt und Asche, das Wasteland von Seeheim wieder aufbauen kann. So. Da gibt es nämlich jemanden, der hat sehr gute Fu profitiert von Ölsardine, die wir in Liberita weitergeben. Und der sollte auch weiterhelfen, wenn ich jetzt noch wisst, wo der Hanebampel lebt. Da ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Ist der vielleicht oben mit dabei? Nee. Du bist es nicht. Wenn ich jetzt noch wisst, wo die Kasper wohnen. Du, genau dich suche ich, Metallhansel. Was ist denn das für ein Brief von den Menschen von einer zerstörten Stadt? Darf ich mal? Schrecklich, wie grausam doch das Leben ist. Oh Gott, in Zeiten mit denen muss ein Mann stärk zeigen. Ich werde helfen. Ich habe viele Ölsardine verkauft. Ich kann das Geld gut entbehren. Guter Mann. Sehr guter Mann. Dann gibt es da vielleicht noch einer. Ich bin mir nicht ganz sicher bei Ahola. Aber der auf jeden Fall. Da war ich mir noch sehr sicher. Ich glaube, der könnte ach ja. Ja. Der Kunsthandwerker könnte ach einer sein. So, zack, zack, zack. Wenn Luran noch stehen könnte, würde ich auch beim reichsten Mann von Luran betteln gehen. So, wie sieht's denn mit dir aus, Kerl? Okay, der ist ganz egoistisch mit seinem Fenster von der Kirche und der... Autsch, au, das gibt wieder... Au, das gibt blaue Flecke an der Kniescheibe. Ja, der kümmert sich nur um sich, während der andere so freundlich ist. Der Ölsardine-Seemann, raue Schale, weicher Kern. So sind sie die Leute. Moment.
gerade noch mal gucken. Der Dr. Emilio könnte eventuell auch einer sein. Muss ich gerade mal gucken. Oder ist es ach so Ego-Schwein, was vor lauter Arme Heiler. Ja. Ach so Ego-Schwein, was vor lauter Arme Heiler nicht dran denkt, andere Leid zu spenden. Ärzte, oder? Geht's nochmal weiter? Ja, noch Loa. Noch Loa auf jeden Fall. Bum, ba, bam, bum, ba, bum, bam, bam, bam. So, und wieder raus hier. Wird dann die Polka hier angedeutet. Aber jetzt geht die Polka gerade weiter. Dam, 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 dam. Ihr zwei helfen doch hundertprozentig, oder? Wo ist er dann? Pierre! Pierre! Hilf mir! Oh, was ist das für ein Brief in deiner Hand? Von einer Freundin? Oh, einigen geht es ziemlich gut. Ich werde auch spenden. Es ist nicht sehr viel, aber klein wie man da auch ist, oder? Manchen geht es ziemlich gut, ja. Wenn die Stadt nicht abgebrannt ist, ne? Und da gibt es auch noch einer, der auch helfen könnte. Könnten aus seiner Monotonie rausholen. Der malt ja sowieso nur wie Maschinen. Vielleicht lenken das ein bisschen ab. Was ist das für ein Brief? Eine Stadt zerstört durch Feuer? Eine Stadt in Not. Ich habe jetzt genügend Taler. Ich schicke etwas Geld, damit die Stadt wieder raufgebaut wird. Dankeschön. Und jetzt guckt er weiter aus dem Fenster und sagt, ja, armer Kerl. Ich meine nur wie an die Fließband. Das ist ja nicht gut. Okay, dann haben wir aber da auch noch andere Leute, die eventuell ein bisschen zu viel Kohle im Sack haben, weil in Loire sind es 4 Leute. 2 haben wir schon. Und wie sieht's dann mit dir aus, guter Mann, ha? Warum trägst du diesen Brief bei dir? Bist du ein Postbote? Was? Eine vom Feuer zerstörte Stadt? Das ist ja furchtbar, c'est terrible. Ich werde etwas zum Hilfsfonds für den Aufbau der Stadt beisteuern. Guter Mann. So Leute können wir gebrauchen. Die Mademoiselle Nettie, die gibt bestimmt nichts. Aber da haben wir noch eine andere Frage, der mal gut weitergeholfen haben. Und die Leute sind sehr dankbar, denke ich. Dafür, dass ich ihnen geholfen habe, helfen die jetzt auch andere. In dieser Brief, du meinst doch nicht... Oh no, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten. Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Guck dich mal an, du Pfeffersack, du hast mehr als genug Kohle. Wie viel haben wir dann jetzt noch übrig? Nur noch ein Bettlerbrief übrig und ich weiß auch, wo wir denn loswerden. Aber vorher sind wir jetzt noch mal ein bisschen... verschwenderisch und prassen ein bisschen Eigentumswohnungen und Häuser. Ich hab's ja angekündigt. Na, wie sieht's aus bei dir? Suchst du nach einem neuen Zuhause? Eigenes Heim? Ja, das klingt doch gut. Was kosten sowas? Wir haben tolle Wohnungen, die 800 Taler kosten. Was meinst du? Klar, ich kauf die Boot. Und deine Wohnung ist bei Rocco im Appartement 101. Hier ist der Schlüssel. Wir kriegen einen königlichen Wohnungsschlüssel überreicht, der so groß ist wie Arks ganzer Torso bis zum Hals. Ja, lecco mio, das muss ein Riesending sein. Deine Wohnung ist bei Rocco 101, der Schlüssel öffnet die Tür. Ja, danke, Kerl. 800 Taler, das ist doch etwas günstiger als gedacht. 4625 haben wir im Sack, aber wir wollen die Wohnung ja noch einrichten. Ah, Moment, das muss ich eigentlich auf jeden Fall auch noch zeigen. Wenn wir es dann Rocco... Quatsch. Ah ja, doch, Rocco. Rocco Appartement. Sehr schön. Das machen wir jetzt mal auf mit unserem gigantischen Hausschlüssel. Magst du das wählen, ausgerichtet? Und was sagst du dazu? Ja, für Zimmer 101 bei Rocco. Alles klar. So, und arg benutzter Wohnungsschlüssel. Der Riegel öffnet sich und heim. Das sieht aber nicht sehr heimelig aus. Und deswegen... Ja, das war jetzt auch der Schlüssel, der ist nur für der einmalige Gebrauch. Jetzt kann jeder Dieb rein, ich kann nicht mal Haus abschließen, das ist schon schlimm. Aber derzeit gibt es auch noch nichts zum Klauen, ich wollte es euch nur zeigen, wie das jetzt aussieht. Deswegen gehen wir jetzt mal durch rein und kaufen hier die ganze Bude leer vom Ikea. Magazin. Guten Tag, wir haben die beste Möbel in die ganze Land. Sag mir, wenn dir etwas besonders gut gefällt. Okay, also ich glaube, das Allerwichtigste wird das Bett sein, oder? Das ist ein warmes und bequemes Bett, extrem flauschig, das kostet 100 Taler. Bett? Gut, ist gekauft. Wir liefern sogar nach Hause, alles im Service inbegriffen. Okay, also nur ein Bett finde ich auch ein bisschen traurig. Ein Teppich wird deine Wohnung noch schöner machen, das kostet 100 Taler. Verschönern? Ja gut, kaufe ich.
Wir liefern sogar nach Hause, alles im Service inbegriffen. Oh, was ist das da? Telefon? Das kann ich nicht kaufen. Und der Fernseher? Hey, ich will die Glotze kaufen. Ja, ich will aber die Glotze und das Telefon haben. Das ist schade. Okay, was von dich will ich? Will ich hier Dendo? Das sieht ein bisschen nach Omas Haus aus und das sieht, ach, na, wie sieht's da mit dem Ding aus? Jeder Haushalt braucht eine Tisch, das kostet 100 $. Ja, tolle Tisch, den muss ich haben. Wir liefern sogar nach Hause, alles im Service inbegriffen. Und das Ding, du, das kennt tolle Tisch, oder was? Ne, da habe ich halt Omas Tisch. Wie sieht's dann damit aus? Der größte und beste Kleiderschrank in meinem Sortiment, kostet 100 $. Schrank fällt mal, ist gekauft. Wir liefern nach Hause, alles im Service inbegriffen. Kaufst du diese Billy-Bücherregal, dann gehört dir aber dein Teddybär, das kostet 100 $. Ja, ich lese zwar selten, aber ich kauf's Regal, komm. Wir liefern sogar nach Hause, alles in die Service. Wunderbar, was ist da mit dem Ding hier? Den kennen wir nicht, oder den Schreibtisch. Ich meine, wir arbeiten ja auch so viel mit Akte und so. Okay, anscheinend können wir nicht mehr kaufen. Die verweigert uns anscheinend ein paar Sachen, na gut. Dann gehen wir jetzt mit der raus und in unsere Wohnung und gucken uns das gute Stück doch mal an. Jetzt haben wir unser eigenes Heisel. Beziehungsweise unsere eigene Wohnung wenigstens. Und, Heim, wunderschön. Jetzt ratzen wir erstmal rund, weil hier ist es verumme und den geile Teddybär hier auf dem Bücherregal, den gab's noch drauf für 100 $. Das ist doch so gut wie geschenkt, oder? Ach ja, vielleicht hätte ich auch Verkäufer werden sollen. Aber okay, jetzt speichern wir mal hier. Weil das Tagebuch ist hier inbegriffen, was ich persönlich sehr geil finde. Also wenn man wohl wirklich keinen Bock hat, irgendwie 10 $ oder was rauszuschmeißen. Jetzt haben wir im Endeffekt ja immer noch 4.125, das ist noch mehr als genug Cola. Ja, wenn man mal keinen Bock hat, Taler rauszuschmeißen, kann man hier immer kostenlos pennen. Und man hat auch noch zusätzlich sein Speicherbuch. Das finde ich schon sehr cool, ist ein sehr cooles Gimmick vom Spiel. Aber wir brauchen ja noch einen Pfeffersack, der noch Kohle hat. Da müssen wir zum anderen hingehen. Könnt ihr es euch vielleicht denken, wer ist der reichste Mann im ganzen Land? Wer ist die reichste Mann in die ganze Land, Richtig, it's Sir Fitz. Also gehen wir nach England, beziehungsweise nach Schottland und geben dem Sir Fitz auch noch den Brief. Okay, den haben wir schon ausgewählt. Perfekt. Na, wie sieht's aus? Da hat seine ganze Wohnung mit Marcel-Bilder gespickt und er starrt's auch begierig an. Oh, what's that for a letter? Show it to me. Oh my God. Dieser armen Stadt muss geholfen werden. Ich schicke einen Geldboten zum Wiederaufbau der Stadt. Ja, danke. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt rüste ich mal wieder standardmäßig die Kamera aus, weil die Überfahrt nach Amerika, die dauert ja auch so ein bisschen. Und wenn man dann vom Land noch unterwegs ist, von New York nach Chicago, das dauert auch, wenn man da nur mit Schusters Rappen unterwegs ist. Und deswegen segeln wir jetzt weiter Richtung Amerika. Nur abwarte, was du jetzt raus Woche ist. Wir kriechen hier über den Ozean. Und ja, ich sehe es schon. Wenn hier das Dingens steht, ist Seeheim schon wieder aufgebaut. Und ein riesen Oschi-Woche ist es auch noch. Jetzt fehlt hier nur noch Stadt, damit wir die komplett aufgerüstet haben. Au, Schädelargschlache. Oh je. Oh yeah, da haben wir's. Aber da ist auch noch was. Was hat mir für lustige Geselle? Ah, das sind die Bauernbuben. Ah, wie sieht's bei euch aus? Je größer sie im Wert, desto uversichter werden Gleit. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, nicht so. Als die Stadt expandiert hat, ist die Farm kleiner geworden. Jetzt müssen alle ohne frische Ware auskommen. Na, das ist nicht so schön. Aber wenigstens gibt's auch so einen Bauernhof außerhalb, das ist doch schon mal was. Dann kann man das ruhige Landleben auch mal genießen, oder? Ich lieb's in Roosevelt zu bestellen, soll ich an einem Tag mal wieder geboren werden, dann als Bauernbu. Ich glaube, du bist doch jetzt auch schon ein Bauernbu, oder? Oder bist du Müller? Sie ist zur Großstadt gereift. Ich mag lieber das Leben auf dem Land. Das ist gemütlicher. So. Da gucken wir uns dann mal in dem modernen Museum um. Was sie da draus gemacht haben. Also scheint wirklich sehr modern zu sein. Nicht nur so halb modern wie Ahola. Und was sagst du? Ich hätte ja nie gedacht, das war eine neue Chance kriegen. Mir kommt Freude, Tränen, wenn ich mal die Stadt angucke. Ach Gott. Ich bin hierher gekommen, um einen Dinosaurier namens Rex zu sehen. Okay. Und du hier? Nixe? Dinosaurier?
Wovor redst du überhaupt? Also das wird der Quatsch wohl jeden zum Lachen bringen. Oh Jesus, die haben ihr Abergläubisches verloren. Ich glaube, die sollte ich nämlich in so einem tiefen Pelzer-Dialekt retten, sondern vielleicht normal wieder. Nur ein paar Einzelne von einer Uhr sehen wir, wie denn du. Doch im Brand habe ich Seeheim keine Chance mehr gegeben. Aber jetzt hat weiß ich, dass Will und Hoffnungen Wunder bewirken können. Ja, siehst du mal, hätte ich mal lieber an der Stätte geglaubt. Siems Ware sind an mehrere Märkte verteilt. Aha, und du? Bist du der Jürgen? Durch den Brand ist Seeheim überall bekannt worden. Jeder kauft jetzt Ware aus Seeheim. Okay, das scheint aber nicht der Jürgen zu sein, auch wenn er so aussieht. Vielleicht sein lang vermisster Zwilling. Machen wir doch einfach mal Bilder. Ich finde es auch geil, die Animationen in deine Fenster, wie die Wolke vorbeiziehen. Also das haben sie schon schön gemacht. Okay, das scheint jetzt auch nur so ein Wohnhaus zu sein. Ach, die zwei wieder. Wer bist denn du? Wer dir erlaubt, hier einzutreten? Ach Gott. Ich habe nur die Stadt wieder aufgebaut, so nebenbei. Gern geschehen. Okay, da ist nix. Jo. Das war soweit in Seeheim. An der Stelle im Hotel, da sind auch immer die urigste Geselle, Illinois Hotel. Auch wieder so ein Hinweis darauf, dass das eigentlich Chicago sein soll. Brand von Chicago und so. Oh Gott, Kloß im Hals. Händler hat doch nix. Du der Schnorres Millhaus-Typ. Hui, verhindert Verwandlungen. Das ist mal ein Oschi. 7C plus, aber der ist leider zu teuer für mich. Hätte ich vielleicht doch nicht prassen sollen mit meinem Geld. Schade. Wie sieht's dann da aus? Was bist denn du für einer? Lang lebt's ihm die ewige Stadt. Okay, ach du liebe Zeit, da war genug zu trinken. Bourbon ist okay, aber der Weihnachtslohr ist momentan in. Sieht so aus, ja. Dafür hat der Ario geholfen mit einem Wiederaufbau. Ich meine ja nur. Du Over, der Ackermanns Heinz, wie sieht's aus? Ich bin der Ackermanns Heinz. Ich beobachte die Entwicklung von der Stadt. Dadurch werden auch die Menschen von einem Mut beseelt. Die Entwicklung von der Stadt verläuft völlig normal. Wie es weitergeht, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Alles klar. Ist ja jetzt wieder der andere, der wieder meckert, wie die Großstadt so aussieht? Nee, dann hätten sie sich das mal geschenkt. Na, alla hopp. Bam, 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 bam. Da, Illinois Hotel. Ja, wunderbar. Und hier ist nichts mehr von Interesse. Nee. Was ist mit dir, du weiße Hose hängst? Na, komm. Jürgen, der große Koch, hat hier sein eigenes Restaurant. Ach, okay. Ich hoffe, ein bisschen abseits von der Stadt. Mick Burger. So. Und du ist auch noch ein Kristall, der auf mich wart. Wie sieht's da aus? Gebäude so hoch wie der Himmel werden gebaut. Unglaublich. Ja, Motto hier. Das hätte ich schon nicht gedacht, ne? Und hier? Ah, so ein alter Seebär. Früher hat mir Seeheim gefallen. Ich hab hart geschufft und die Natur hat mich davor belohnt. Aber hier spüre ich den Odem von der Natur nicht mehr. Ja. Je größer die Städte werden, desto hektischer und desto, ja, vollgestopfter wird einfach alles. Die Oma schläft, verhalte dich ruhig. Okay, ist so gut. Und was sagst du, Oma? Gute Güte. Okay. Die hat aber wenigstens noch die Entwicklung von der Stadt miterlebt, nicht so wie das arme Mütterlein in Loire, was da verstorben ist. Das fand ich auch schon etwas traurig, um ehrlich zu sein. Zu dir gehen wir zum Schluss hier, du Kasper. Da haben wir jetzt auch noch was hier. Wir sorgen dafür, dass sich so Katastrophen nie wiederholen kann. Wir haben eine Brandware gebaut und ein Bürgerwehr gegründet. Nala. Wie sieht's bei euch zwei aus? Bei euch Neo-Tokia-Polizisten? So können wir jedes Feuer sofort im Keim ersticken. Das ist doch auch nicht verkehrt, oder? Seeheim wird durch die sicherste und die größte Stadt von der ganzen Welt. Ja, ich weiß ja nicht. Loire hat immer noch sowas für mich. Bisher finde ich Loire tatsächlich am schönsten. Und, komm her, du. Ganz Welt hat uns geholfen, Seeheim wieder aufzubauen. Man kennt sagen, dass die Stadt aus Großherzigkeit entstanden ist. Ja, durchaus. Und hier geben wir mal die Bilder weiter von Loire, obwohl es nichts mehr bringt, von Ahola, obwohl das schon weiterentwickelt ist, von Liberita, obwohl das schon voll entwickelt ist, aber die Goldküste. Jetzt wissen alle, wie schön dort ist. Jetzt habe ich auch alle Bilder von der Goldküste weitergegeben. Und es gibt nämlich viel, was man machen kann, um die Goldküste weiter zu expandieren. Erinnerst dich, ich bin der Jürgen, der geniale Koch. Inzwischen gibt es überall Jürgen-Restaurants. Los, guck das mal an. Sei nicht so stolz. Behe, du machst
Feuergulasch. Ach du liebe Zeit, wie sie aussieht. Eine gruselige Burgerfigur. Das Jürgen ist etwas Worre. Ja, streng dich an, da wärst du 8 so einem. Ich war früher Vegetarier, aber weil ich ständig Übergewung Mist hab, ist dann nur noch Fast Food. Okay. Das ist der Schmecke. Oder ist auch ein bisschen geisteskrank, ist doch vielleicht Rinderwaren drin. Das ist lecker, bereits mein 8. Hamburger. Mein Bauch. Ja, 8. sollte man jetzt auch nicht unbedingt fressen. Leider gibt's kein Waschelgulasch mehr. Oh je. Willkommen, alles kostet Zitate. Nur mein Lächeln ist umsonst. Hier die Karte. Ja, dann lächel doch mal für mich. Okay, dann will ich einen Burger. Ich will Pommes dazu und Cola natürlich. Dauert einen Moment, nimm Platz und warte nach einem Blick. Ja, du fahren sie die schönste Frau auf, aber wenn man in Wirklichkeit in so einem Ding ist, sind nicht wirklich gerade die schönste Frau, die einen bedienen. Tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat. Jetzt petzen wir uns den Burger und die Pommes rein und hinterher spülen wir es mit einer Cola noch. Oh, der Kater hat gerade genießt im Hintergrund, falls ihr den gehört habt. Der hockt auf meinem Bett wieder und putzt sich hier. Okay, vielen Dank, kommt bald wieder. Schön. Aber dann tät ich sage, ihr liebe Leute, Gesundheit Hugo, der niest hier wie ein Bläder, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Terranigma auf Pelzig. Da gehen wir dann dort hier. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.